Mein Name ist Frank Herrmann. Als Kind fand ich Raumfahrt schon super spannend, hätte damals aber nicht gedacht, dass ich daran mal forschen werde. Als Informatiker an der Universität Luxemburg arbeite ich am Interdisziplinären Zentrum für Security, Reliability and Trust oder kurz S&T. Dort arbeiten wir an einer automatischen Übersetzungssoftware für Fernsehsatelliten. Dabei handelt es sich nicht um die Übersetzung zwischen Sprachen wie Deutsch oder Englisch, sondern um die Übersetzung von Steuerungsprozeduren für die Satelliten. Denn Satelliten im All sprechen je nach Hersteller unterschiedliche Sprachen. Für SES mit seinen über 50 Satelliten ist das ein Problem. Einerseits müssen die Mitarbeiter bei SES die vielen Programmiersprachen, die im Einsatz sind, beherrschen. Die verschiedenen Programmiersprachen führen dazu, dass das Risiko für Programmierfehler erhöht ist. Und die Programmiersprachen kosten Lizenzgebühren. Das himmlische Sprachkurs ist also auch noch teuer. Daher arbeiten wir gemeinsam mit SES daran, diesem Sprachchaos ein Ende zu setzen. SES hat in einem ersten Schritt die Open-Source-Software Spell entwickelt, mit dem Ziel, diese als Standard bei den Satellitenbetreibern durchzusetzen. Doch bis zu unserem Projekt sprachen nur wenige Satelliten Spell. Daraufhin haben wir eine vollautomatische Übersetzungssoftware entwickelt, welche die Steuerungsprozeduren der Astrim-Satelliten nach Spell übersetzt. Dazu verwenden wir eine mathematische Methode, Graph-Transformation. Diese stellt eine 100% präzise Übersetzung sicher. Das ist extrem wichtig für die Anwendung im All. Bisher hat SES 5 Satelliten ins All geschickt mit der neuen übersetzten Software und 3 weitere online während dem Betrieb umgestellt auf die übersetzte Software. Damit sind jetzt 8 Astrim-Satelliten im All in Betrieb, welche auf der übersetzten Software laufen. Und ab 2015 folgen dann weitere Sprachen weiterer Satellitenhersteller.